Die neue Coronavirus-Variante BA5 breitet sich nun auch in Bayern aus. Wie gefährlich ist sie? Es ist Sommer, Reisezeit. Kaum jemand will ausgerechnet jetzt über Corona nachdenken. Ich versuche, das im Urlaub so gut wie möglich auszublenden. Das Einzige, was noch ein bisschen nervig ist, ist die Maske im Flieger. Aber sonst ist alles eigentlich wie früher. Wir verreisen in diesem Jahr jetzt ganz oft, weil es wieder geht. Und dann im Herbst, jetzt wieder Corona kommt, dann haben wir die Flüge hinter sich. Aber es gibt nun mal die neue BA5-Variante, die Experten Sorgen macht. Wir sehen einen zunehmenden Verlauf. In dieser Woche waren 50% BA5. Über allem schwebt die Frage, was erwartet uns im Herbst? Sind wir diesmal richtig vorbereitet? Ich glaube, es kommt noch ganz viel auf uns zu. Im Klinikum Großhadern betreuen Dr. Stefanie Susanne Stecher und Dr. Christian Schulz einen Fall, der im Moment zum Glück selten ist. Barbara ist 19, Schülerin. Sie liegt mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation. Nee, ich war schon sehr vorsichtig. Habe immer die Hände desinfiziert, immer Maske gewechselt, immer aufgepasst. Barbara leidet unter starkem Asthma. Dass die Infektion bei ihr so schwer verläuft, liegt wohl an ihrer Vorerkrankung. Dass sie sich trotz aller Vorsicht und dreifacher Impfung infiziert hat, hat dagegen eher mit BA5, der neuen Corona-Variante, zu tun. Wir haben jetzt kontinuierlich Patienten auf der Intensivstation. Nicht mehr so viele sicherlich wie in den anderen Wellen, aber wir sind auch nie Corona-frei. Und wenn man sich so die Zahlen und die Verläufe in Portugal anguckt, sind wir schon so ein bisschen ängstlich. Wir müssen davon ausgehen, dass die Varianten einfach weiter sich entwickeln werden und dass sich das Virus auch anpasst. Also nach allem, was wir jetzt sehen aus anderen Ländern, Südeuropa, müssen wir davon ausgehen, dass auch in unseren Breitengraden diese Variante dominant werden wird. Schon seit Jahresanfang grassiert die Variante BA5 in Südafrika. Von dort verbreitet sie sich also auch nach Europa. Vor allem in Portugal ist sie dominant. BA5 ist ein Immunfluchtspezialist. Weder Impfung noch frühere Omikron-Infektionen schützen ausreichend. Trotzdem gab es diesmal keine Reisebeschränkungen für die Hotspots. Wenn man sich am Flughafen unter Urlaubsheimkehrern aus Südafrika und Portugal umhört, klingt es, als würde die Pandemie dort nur noch wenige interessieren. Also die Leute dort sind viele ohne Maske. Also wenn ich es nicht wüsste von den Nachrichten aus Deutschland, hätte ich es nicht mitgekriegt. Südafrika, andere Variante, da kommt sie her und die stellen eigentlich Ausbruch nur an dem Thema fest, dass man Fieber hat. In Deutschland wird dagegen nach wie vor viel getestet. Eine der größten Auswertungsstellen für PCR-Tests in Bayern ist das Labor Becker in München. Und hier bemerken die Experten, dass sich der Anteil von BA5 Woche für Woche verdoppelt. In diesem Labor liegt er aktuell schon bei über 50%. Seit 3 Wochen sehen wir eine starke Zunahme der BA5-Variante in unserem Analysengebiet. Wir gehen von einer weiteren Zunahme dieser Variante aus. Das heißt, es wird zu einer zunehmenden Verdrängung kommen. Aber bedeutet das, dass wir bald wieder neue Maßnahmen brauchen werden? Wo wir doch gerade ein bisschen durchschnaufen können. Die Virologin Ulrike Protzer kann da bei aller Vorsicht ein Stück weit entwarnen. Die Hospitalisierungen in Portugal steigen zwar, aber... Wenn ich viele Ansteckungen habe, werde ich immer auch Patienten haben, die ins Krankenhaus kommen müssen. Und ich werde immer auch schwerere Verläufe haben. Und dadurch, dass ich jetzt einfach durch diese BA4, BA5-Varianten, die noch mal infektiöser sind als Omikron, wieder eine neue Welle an Ansteckungen sehe, ist das so ein bisschen das, was man auch erwarten würde. Ob diese Variante jetzt vielleicht eine höhere, wie wir sagen, Pathogenität hat, also mehr krank macht, das kann man bisher nicht sagen. Vielleicht ist BA5 sogar der Weckruf, den die Politik jetzt braucht. Diese neue Variante, die jetzt gerade zum Beispiel in Portugal hochgeht, die erinnert uns daran, dass wir schon für den Herbst ein vernünftiges Infektionsschutzgesetz brauchen. Man sollte das sicherlich vorher machen und man sollte sich sicherlich klare Kennzahlen überlegen, wann muss man denn Maßnahmen einführen und wann braucht man es nicht. Das sieht auch der Expertenrat der Bundesregierung so. Gerade erst haben die Wissenschaftler 3 Szenarien für den Herbst entworfen, auf die sich die Politik jetzt vorbereiten muss. Denn das Mutationsgeschehen ist unberechenbar.
Wir haben Faktoren, die wir momentan nicht seriös vorhersagen können. Die größte Variable dabei ist sicherlich die Virusevolution. Das heißt, die Entstehung von weiteren Virusvarianten und deren Eigenschaften, insbesondere deren krankmachenden Eigenschaften. Szenario 1. Wir bekommen im Herbst eine weniger gefährliche Variante. Dann könnten wir ohne größere Maßnahmen durch die kalte Jahreszeit kommen. Szenario 2. Das Virus bleibt, wie es ist. Dann würden wohl kleinere Maßnahmen wie erweitertes Testen und Maskenpflicht in Innenräumen ausreichen. Aber auch auf den Worst Case, Szenario 3, muss man gefasst sein. Im ungünstigsten Szenario bekämen wir es mit einer Virusvariante zu tun, die sich eben in ihren krankmachenden Eigenschaften noch mal verschlechtert, dass sich jetzt verstärkt wieder vollständig geimpfte Personen anstecken und auch schwer erkranken könnten. Dann könnten zumindest lokal wieder 2G- und Kontaktbeschränkungen als Maßnahmen nötig werden. Dass wir noch einmal flächendeckende Lockdowns und Schulschließungen erleben, glauben Experten nicht. Dafür sind zu viele Menschen geimpft. Das heißt, dass wir wieder zurückkommen in eine Situation, wie wir sie am Anfang der Pandemie hatten. Das wird nicht mehr passieren, weil in der Breite das Immunsystem einfach gut vorbereitet ist. Damit Fälle wie Barbaras Krankheitsverlauf weiter die Ausnahme bleiben, ist es aber wichtig, vor dem Herbst bestehende Impflücken zu schließen. Die Schülerin hofft, dass es bald bergauf geht. Ich will nach Hause. Ich hoffe, dass es besser wird. Gesundheit wünscht Barbara gute Besserung und den Ärzten, dass sie nicht noch einmal einen heißen Corona-Herbst mitmachen müssen.